Bubum, ich komme. Bubum. Ich komme, hat er gesagt, er hat es versprochen. Sein Wort verkündet es wieder und wieder. Ich glaube, ich vertraue, ich verlasse mich auf dich. Du wirst kommen. Bubum. Und doch hüllt mich der Rhythmus vom Alltag jetzt ein. Schritt um Schritt, Tag um Tag rennt meine Zeit an mir vorbei. Mit alltäglichen Nötigkeiten, repetitiven Tätigkeiten und täglichen Gegebenheiten. Ein Kaffee am Morgen in der Unterhose, ein Böckli mit den Kindern und ihnen zuhören, ein Kuss auf die Backen, ein Lächeln auf den Weg. Sie gehen, sie kommen. So sind alle Tage. Sie brauchen ein bisschen Essen, einen Hag nicht vergessen, ein Drama um nichts, ein Theater für die Katz und das von meinem grössten Schatz. Ein Tag wie der andere, es ist immer wie das Gleiche. Am Abend suche ich noch das plüschige Viech. Bubum. Die Zeit rennt. Tag für Tag, Auftrag für Auftrag, ein Kampf gegen die Entropie und doch wird das Chaos nie klein. Der Stein rollt. Der Kaffee, der Kuss und das Drama zum Schluss. Bubum. Das Echo für gestern verhallt in einer Prophezeiung von meinem Morgen. Atemzug für Atemzug raubt der Takt vom Alltag mir den Schnuff. Die Zeit rennt, das Leben zieht an mir vorbei, meine Sicht verschwindet, während das Wichtige verrinnt. Ich renne und komme doch nicht voran. Die Zeit vergeht und die Uhr bleibt doch stehen. Mein Haushalt wird zum Hamsterrad und es ist, wie wenn keine Zeit vergeht. Die Welt dreht und doch bleibt sie stehen. Ich schnuff. Ein und aus. Ich gang. Ein und aus. Ich schnuff. Ein und aus. Bubum. Der Takt vom Alltag hypnotisiert, simuliert eine Ordnung, einen Zweck. Die Repetition erfüllt mich mit einer trügerischen Sicherheit und doch komme ich nicht vom Fleck. Meine Muskeln gespannt, ready für den Sprung, bereit für den Moment. Ich falle auf die Knie, gebe auf, gebe zu, ich kann es nicht alleine tun. Bubum. In der Stille von dem Eingeständnis höre ich es. Bubum. Mein Herzschlag. Bubum. Ich komme. Immer und immer wieder. Bubum, bubum, bubum. Ich komme. Im Takt von meinem Herz, im Rhythmus von meinem Leben, im Lied von meinem Alltag fügst du dich ein. Bubum. Ich komme. Trotz alltäglicher Nötigkeiten, repetitiven Tätigkeiten und täglichen Gegebenheiten. Dies Wort bleibt bestehen. Bubum. Dies Wort wird nie vergehen. Ich komme. Der Kaffee, der Kuss und das Drama zum Schluss. Bubum. Wir haben von der Sehnsucht gehört. Kennst du auch das Gefühl von der Sehnsucht? Die tiefe Verlangen nach mehr? Oder etwas Besseres? Oder einfach etwas anderes? Kennst du die bitteren Schrei nach Hoffnung? Eine Antwort, Lösung? Die Frage vielleicht nach Sinn vom Leben? Wenn du das kennst, bist du nicht allein. Das ist nicht ein persönliches Gefühl. Ich glaube, das sehen wir in der Welt um uns herum. Wir sehen die Sehnsucht in zerbrochenen Beziehungen, in der Ungerechtigkeit, die herrscht, in der Leid, die kein Ende hat. Die Welt, die wir kennen, sehnt sich nach Erlöser. Nach Retter, nach Licht, nach Hoffnung, Frieden. Und doch, diese Sehnsucht ist nicht neu und bleibt nicht unbeantwortet. Vor langer Zeit haben die Propheten von einer Verheißung geredet. Das sagt, Gott wird uns in unserer Verzweiflung nicht allein lassen. Weil die Bibel sagt,
Seht, Jungfrau wird schwanger und sie gebärt einen Sohn und sie nennt ihn Emmanuel. Emmanuel heißt Gott mit uns. Das ist nicht nur eine Idee, eine Fantasie, ein Wunsch, an dem wir festhalten können. Das ist Gottes Verheißung. Er hat gesagt, er hat versprochen, ich komme. Und ich komme mit meinem Frieden. Und ich komme mit Gerechtigkeit. Und ich komme mit dem Licht. Und vor 2000 Jahren, diese Verheißung hat er erfüllt. Wisst ihr, Weihnachten ist viel mehr als Samichlaus, Kindergeschichte und einfach Traditionen, die wir behalten. Es ist weitaus spannender. Es ist so viel mehr interessanter als das. Weil Gott ist auf Erde gekommen vor 2000 Jahren. Und er ist nicht gekommen, um uns Menschen zu richten. Er ist gekommen, um uns zu retten. Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, um die Menschen, die verloren sind, zu suchen und zu finden. Er ist gekommen, zu Leben geben, Hoffnung, Sinn von der Zukunft. Und doch, er ist nicht als ein mächtiger König in seinen Palast gekommen, als ein Herrscher auf seinem Thron. Nein, er ist in einer Krippe in der Welt gekommen mit Demut und Einfachheit. Er hat für sich ausgewählt, ich will in einen Stall kommen. Weißt du wieso? Weil in dem Art und Weise hat er sich zugänglich, erreichbar und nahbar gemacht. Von den Hirten und Weisen, von den Armen und den Mächtigen, von Frauen und Männern, von den Menschen von jedem Hintergrund, Generation und Herkunft, damit niemand sich ausgeschlossen fühlt. Damit die ganze Welt darf ihn sehen, spüren, schmecken und erkennen. Es ist endlich da. Gott, Immanuel, ist auf die Erde gekommen. Damit wir Vater sehen können. Und jetzt ist die Einladung klar. Immanuel ist da. Und er lädt dich ein. Er ist in der Krippe und er sagt, komm zu dem Krippe. An dem Ort, wo du kannst Hoffnung finden. Wo du kannst tatsächlich Gerechtigkeit finden. Ruhe finden. Jesus sagt, kommt zu mir, all die müde sind und schwere Last tragen. Ich will euch Ruhe schenken. Komm zu mir, das ist eine Einladung für dich. Und meine Frage dich, willst du zu dem Krippe von Jesus kommen? Und endlich Frieden, Hoffnung, Sinn vom Leben in ihn, den Schöpfer von der ganzen Welt, empfangen? Wir singen jetzt ein Lied, das sagt, komm zum Krippe. Und Jesus ist da. Und er sagt, ich bin bereit. Und im tiefsten Bedürfnis stillen und in Sehnsucht erfüllen. Ja, genau. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, das sagt man doch so gern jetzt in dieser Zeit, um die Jahreszeit, wo wir jetzt gerade drin sind. Wir haben gesungen, freue dich Welt. Und weisst, das ist im Fall nicht nur allein aus einem guten alten Lied, sondern das ist tatsächlich der Fall. Wir dürfen uns freuen. Wir dürfen uns wirklich freuen, weil Gott, der Ewige, in unsere Welt hineingekommen ist. Stell dir das mal vor. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Der die Erde geformt hat. Der dich und mich sich ausgedacht hat und geformt hat. Also der Autor von der gesamten Menschheitsgeschichte. Er hat sich in seine eigene Geschichte
drin geschrieben. Und er ist vor 2000 Jahren in Bethlehem, in einem Stall, auf die Welt gekommen. Und das ist Grund zur Freude. Und zwar nicht nur für Menschen, die vor 2000 Jahren mal gelebt haben, die in den Stall reingehen konnten, die Hirten waren und das Jesus-Baby dürfen sehen und erleben. Nein, das ist auch heute noch für unsere Welt und unsere Zeit eine gute Nachricht. Das ist wirklich Grund zum Feiern für uns alle zusammen. Wir haben schon gehört von dieser Sehnsucht, die in uns irgendwie drin ist, ja? Dem Wunsch nach mehr, dem Hoffen auf eine bessere Zukunft und dem Verlangen und Sehnsucht nach Sinn vom Leben. Der Durst, wo irgendwie in uns Menschen drinnen ist. Und weisst was? Der Durst, der ist wirklich so alt, wie die Menschheit alt ist. Weil Gott hat die Sehnsucht tief in uns hineingelegt. Als er uns nämlich gemacht hat, hat er uns mit dieser Sehnsucht gemacht. Die Bibel sagt im Alten Testament sehr treffend, in das Herz des Menschen hat er hineingelegt, der Wunsch nach dem Ewigen. Das sagt das Wort Gottes schon. Hey, da hat doch tatsächlich Gott, als er dich gemacht hat und als er mich gemacht hat, in uns hineingelegt, den Wunsch und die Sehnsucht nach dem Ewigen, nach mehr. Also der Durst ist bei unserer Kreierung, bei unserer Erschaffung mit hineingelegt worden. Mit der Idee und mit dem Plan, dass wir dann dürfen, mit dem Wunsch und mit der Sehnsucht nach mehr zu Gott kommen und bei ihm in dieser Quelle eine Beziehung erleben, die so tief ist, wie es nur tief sein kann. Jetzt das Problem ist, dass die Menschheit mit dem Durst nicht zu der Quelle gegangen ist. Nicht zu der eigentlichen Quelle, Gott, dem Vater, gegangen ist. Sondern wir haben probiert, den Durst in allen möglichen Quellen und allen möglichen Ideen und allen möglichen Antworten, die die Welt so geben kann, haben wir probiert, den Durst zu stillen. Und das hat ein Problem erschaffen. Nicht nur, dass wir haben probiert, den Durst zu stillen an Quellen, wo der Durst gar nicht kann stillen, weil der kann ja nur Gott stillen. Er hat ihn ja schliesslich in uns hineingesetzt. Nein, mehr noch, fast schlimmer noch, die falschen Versuche, unseren Lebensdurst an anderen Orten zu stellen, hat eine Trennung kreiert zwischen Gott und den Menschen. Unser Suchen nach Erfüllung an falschen Orten hat dazu geführt, dass jetzt eine Trennung ist, dass wir quasi abgeschnitten worden sind von dieser Quelle, wo eigentlich die Sehnsucht allein kann stillen. Und darum ist Jesus gekommen. Er rettet uns. Er ist es, wo genau das wieder flicken kann. Wo uns wieder zu dieser Quelle hinbringen kann. Er ist es, der von sich selber sagt, hey, wer zu mir kommt und wer von mir trinkt, der wird nie mehr durstig sein. Und Jesus spricht genau von dem Durst, den wir hier angesprochen haben. Er redet von dem Lebenssinn. Er ist es, der uns wieder zurückbringen kann zu dieser Quelle, zum Vater im Himmel. Er allein ist es, der unsere Schulden, unsere Fehler, die wir begangen haben, kann wegnehmen kann. Weisst du, er ist es, der auf die Welt gekommen ist und tatsächlich das Leben gelebt hat, das wir alle hätten sollen leben. Er hat es geschafft, nur aus dieser Quelle allein vom Vater zu leben. Und dann hat er sein Leben hingegeben für dich und mich, auf das wir Vergebung erleben dürfen. Und auf das die Trennung, die wir mit unserem Falschen suchen, dass er die Trennung überwinden kann. In seinem Namen allein ist Rettung. Das ist der Grund, wieso wir heute noch, 2000 Jahre nach Christus, immer noch dürfen feiern, dass er tatsächlich auf die Welt gekommen ist, weil er hat es geschafft, die Trennung zu überwinden. Er hat es geschafft, uns mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. Dank ihm dürfen wir
zurückkommen zu dieser Quelle, die wirklich den Durst stillt, die uns wirklich Hoffnung kann geben, die trägt bis in eine Ewigkeit hinein. Er allein kann uns zum Vater bringen, wo uns ein Fundament im Leben gibt, auf dem wir etwas aufbauen können, das verhebt. Nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Weil er ist die Quelle vom Leben. Und wegen Jesus dürfen wir zu dieser Quelle kommen. Wenn wir den Namen Jesus anrufen, dann proklamieren wir und sagen wir, Gott, rett mich von meinen eigenen Versuchen, den Durst stillen. Ich bekenne und ich proklamiere jetzt da, ich brauche dich, Jesus, dass du mich rettest und dass du mich zurückbringst zum Vater, zu dieser Quelle, wo allein den Durst kann stillen. Und so dürfen wir Jesus anrufen. So dürfen wir den Namen proklamieren, so dürfen wir heute verkünden, Jesus, du rettest heute noch, du rettest. Dein Name ist Rettung und sein Name ist ein Angebot. Die Rettung ist ein Angebot an die Menschheit. Man darf die Rettung in Anspruch nehmen, aber weisst du was? Das Angebot verlangt eine Antwort. Auf seinen Namen müssen wir antworten. Im Wort Gottes lesen wir, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Und das ist ein Versprechen. Etwas, was Gott uns zuspricht, wenn wir auf seinen Namen antworten, wenn wir auf seine Einladung von der Rettung antworten, dann werden wir gerettet werden. Dann wird er kommen und wird uns zurückbringen zu dieser Quelle, wo Leben tatsächlich gestillt kann werden, wo der Hunger eine Antwort findet. Und das ist die Frage, die ich dir heute Morgen möchte stellen. Wer möchte antworten auf den Namen Jesus? Gibt es jemanden, der sagt, ja, ich will das bekennen, jawohl, ich will die Rettung in Anspruch nehmen, ich will den Namen Jesus mit meinem Mund bekennen. Ich darf sein Angebot antworten. Wenn das du bist und du das vielleicht noch gar nicht in deinem Leben gemacht hast, möchte ich dir ganz simpel aufzeigen, wie du das machen kannst. Wir dürfen jetzt dann gerade einsteigen in eine Zeit der Anbetung, wo wir wirklich miteinander, ihr dürft dort mitsingen, ihr seid eingeladen, den Namen Jesus zu proklamieren und hoch zu leben lassen. Für alle, die das schon kennen, ihr seid eingeladen, um nachher mit mir zusammen und mit der Band und mit dem Chor den Namen Jesus anzubeten. Wenn du noch nie den Namen Jesus angerufen hast und du heute merkst, jawohl, ich möchte das. Ich möchte gerne zu Jesus kommen. Ich möchte gerne die Vergebung in Anspruch nehmen und ich möchte von ganzem Herzen zurückkommen zu der Quelle. Dann hast du die Möglichkeit, nachher zum Gebetsteam zu gehen. Wir haben verschiedene Leute im Saal, steht doch schnell auf, dass man euch sieht, die bereit sind, um mit euch zu beten. Wir haben in dieser Ecke Leute, die ready sind zum Beten. Wir haben hinten beim Sofa jemanden, der bereit ist zum Beten. Und ganz hinten, im Bistro hinten, gibt es auch noch Leute, die ready sind, um mit euch zusammen zu beten. Und ihr dürft dann den Namen Jesus anrufen. Wenn du das zum allerersten Mal möchtest machen, bist du herzlich eingeladen. Und wir anderen, alle miteinander, wir dürfen jetzt gerade in eine Zeit der Anbetung hineingehen und miteinander den Namen Jesus hoch machen. Sind wir ready? Yes, ich auch. Dann würde ich sagen, hey, komm, wir stehen doch auf. Für die mögen, für die, wo das möglich ist. Und wir wollen jetzt miteinander den Namen Jesus anrufen.